Onse Jeschicht. Onze Jeschicht handelt van de oud-koloniën Mennonieten die in de 1920 jaren van Manitoba en Saskatchewan en Canada naar Mexico, naar San Antonio de los Arenales, dem van de Ocean Cuauhtémoc, umsiedelten. En dem van de Ocean afschnitt handelt dat wieder de later 1950 jaren, wo sie Reitmöken in vele naar British Honduras, dem van de Ocean Belize, umsiedelten. George Rampel, die de Geschichte opstelt in Schrift en ook verbringt, is bij vele van dit zelfs dabei geweest als hij in Mexico woonhaft was. Dit is de bereikradio CHPD, het plotische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een goede ontvang. Onse Jeschicht Nummer 43. Wir vertalen uns ditmal noch mehr von den Mennoniten von Mexiko naar British Honduras streichen en dan van de pionieren schweren Anfang in British Honduras, dem van de Ocean Belize. Letztes Mal had we gerade noch verteld dat de eerste groepen oud-kolonische uitwanderers van Chihuahua en de staat Mexico City angelangt werden. Jacob Wieb vertelt wieder en zegt van Mexico City fuhren de uitwanderer nog weiter alle met autobuses Coatzacoalcos, Veracruz. Aber von Coatzacoalcos mussten sie andere Transportmittel finden. Die Stadt Coatzacoalcos liegt an dem großen Rio Upana Nacional. Über diesen River wir damals noch keine Brücke. Die Wanderer und ihre Sachen mussten mit kleinen Boots, durch Lammen, über den River geschwommen worden bei der Suchstation an der anderen Seite River in der Stadt Allende. Als die Wanderer Montag zum Morgens von Allende mit dem Zug wiederfahren wollen, dann wird nicht genug Raum in den Passagierwagens für alle. Aber für die Passagierwagens hat der Zug zwei Plattformwagens mit Autos daboven. Daarboven können junge Männer und Jungs mitfahren, zodat doch alle Wanderer mitfahren können bei Francisco Escarcega. Diese Zugfahrt dauert 24 Stunden. In Francisco Escarcega leiten die Wanderer sich mit ihren Sachen top mit 5 Trucks auf einem sehr lachigen und humpeligen Erdweg durch den Urwald bei Chatamal, Quintana Roo führen. Hinterwegs brüch einer von ihren Trucks durch. Seine Lot musste auf die anderen 4 Trucks verteilt und mitgenommen werden. Nachdem sie die ganze Nacht am Wald auf dem lachigen Erdweg gefahren wären, kamen sie bald, wo die Hochweg all gemerkt war. Von dort dort noch einmal ein paar Stunden bei der Grenzstadt Chatamal. In Chatamal starb ein kleines Kind und war dort begraben. Da mussten die Wanderer mehrere Allüren bei Immigrationsbeamten an alle als Einwanderer registriert haben. Als endlich alles bereit wird zum Wiederfahren, dann leiten etliche Familien sich mit einem Boot von Chatamal bei Blue Creek führen. Aber die meisten von den Einwanderern leiten sich von Chatamal mit British Honduras Trucks wiederführen bei Blue Creek. Als sie in ihrem neuen Heimatland wiederreisen, dann wird die mennonitische Einwanderer dort abholen, dort die Fahrt ja door alle auf der linken Seite vom Weg fuhren. Die Fahrt von Chatamal auf dem Blue Creek Land, ungefähr 100 Mil, wäre noch besonders beschwerlich. Der letzte Streit von dieser Fahrt, so wie 20 Mil, wäre eigentlich überhaupt kein Weg. Da fuhren die Trucks lange Enge auf sehr sonnige Erde und manchmal mussten viele von den Wanderern nachschieben, um wiederkommen zu können. Ein Truck geht ganz ab mit Schafen und muss gleich dort stehen bleiben. Klock 14 morgens kamen die Wanderer bei den kleinen Hiesakjes auf dem Land an, wo nu ihre neue Heimat worden soll. Schwen wird ein Truck ladig geladen, sodass sie damit die Sachen und die Menschen, was auf dem Truck wären, was hinterwegs versagt hat, auch holen fahren können. Endlich wird der lange, schwere Wanderweg mit seinen Strapazen für die mitgewordenen Wanderer zum Ende gekommen. In das schwere Pionierleben im neuen Land mit seinem tropischen Klima nimmt den nächsten Morgen seinen Anfang.
Dit is woord van de eerste groep oud-kolonische uitwanderers geschicht op ihre lange reis van Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico, wat er nie heimat op de Blue Creek siedlung en vandaag Belize. Er kunnen nog veel ähnliche Geschichten verteld worden, dan in de jaren 1958, 59 en 60 trokken nog meerdere groepen van oud-kolonische families van Chihuahua, Mexico naar British Honduras. En buurt gasten en vreemdelingen op de 306 Zied is de landkaart van Belize, den damaligen British Honduras. Door kan je, wer niet met Belize bekend is, zijn dat de Blue Creek kolonie ganz in de noordwest-eik van Belize om Rio Hondo ligt. Dat hadden we vielleicht al eerder gezegd. Nu is nog een beetje meer van waar wij een oud-kolonische lied naar British Honduras trekken willen. Zoals we al gezegd hebben, willen vele lied van Mexico weg wegen dem soziale Versicherung. Da wären manch einzelne Menschen, die dort verstanden, so einen Schwung zu geben oder so ein Gerede am Rumgehen zu bringen, als wenn wir alle Mennoniten in Mexiko würden matten dem Sozial angehören. Und dort bracht dort, was dort sehr viele Lied geleibten ihren Glauben wegen uitwandern zu matten. Man redet damals viel davon, dort zu der Regierung ihrem Sozial zu gehören, dat wir eine gewisse Verweltlichung, dat wir ein Tragen am fremden Joch, am fremden Koller. Und dabei wollen viele Mennoniten von Mexiko wegtragen. Aber ich glaube, zoals wir all sehen, da wollen vielleicht noch viel mehr Lied hauptsächlich da werden, nicht ihre Kinder noch British Honduras tragen, wie sie endlich eine Gelegenheit sagen, dort zu Land zu kommen, zu können für all ihre Kinder. Viele oud-kolonische Büros wollen naar British Honduras trekken, weil sie hoopten, dat daar nicht die grote Uneinigkeiten zijn worden wegen de Gumreifenräder brocken an de Tractors. Aber ironischerweise leibten einige Büros, dat daar nicht Gumreifenräder gebrockt worden wurden, wo je in andere Büros sich verstelten, dat man an daar laten wordt am Frieden de Gumreifenräder brocken. En dit maakt dat Taubleben op de Blue Creek siedlung von Anfang an sehr kompliziert. Hier nu een paar Beispiele van wat ik damals als eine Ironie zag. A. Einer von meinen guten Freunden, Cornelius Bahnmann von Kronsgaard, trok met zijn familie ook naar British Honduras en eenmaal nur een paar Monate waren terug van daar. Als ik hem vroeg wat aan zo schwind teruggebracht had, dan zei hij ongeveer zo. Ik wil am vrede halven al bij mijn ijzerne reden om trekterbrokken blijven. En ik dacht, dort würde ik dat vielleicht leichter kennen als hier op dem steinigen Land. Aber ik vond dat dort sehr bald uit, dat, wenn dat irgendwo an Gumreifenräder fehlt, dan is dat op de Mennoniten ihre nieuwe Blue Creek siedlung in British Honduras. Bei, als ik hier dat nog einer van mijn goede vriend, Jacob de Dick van Kleefeld, ook met zijn familie naar British Honduras trekken wil, dan vroeg ik aan wat hem fehlt, waarom hij nog doorheen trekken wil. En zijn antwoord weer, ik wil jedenmal van dem großen Striedweg, den wir hier haben während der Gumreifenräder. Vielleicht können wir auf eine neue Siedlung mal am Frieden leben während dieser Gumreifenfrau. Das wären nicht die einzigen zwei Büros, die während diese zwei ganz verschiedene und gegengesagte Ursachen nach British Honduras trocken. Da wären viele so eine Büros, die sich angebildet haben, dass sie dort würden am Frieden ihre Gumreifenräder brocken dürfen. En er waren ook veel zo'n bureaus wat ook leefden, dat de Umstaat op een nieuwe siedlung waar daar worden beter controleren kunnen, dat niet Gumreifenräder gebruikt worden kunnen. En dit kon ik niet verstaan, dan dat wir hier 1958 al klaar te zijn, dat de gemeentenleiding, besonders op de Manitoba-kolonie, die Cuauhtémoc, aber ook op de Swift-Current en Noordkolonie in deze controle sehr bald ganz verlieren würden.
Dat van Mexiko naar British Honduras uitwanderen ging ook veel te bozig. Nach eer alles goed uitgemerkt worden weer, vangt de uitwanderung aan. En zeer veel te veel families willen van de eerste uitwanderer zijn. Nu war dat terug naar de Siedler ihre schwere Pionierarbeit. Peter Harvey Wieb sagt in seinem Schreiben, der Mann, der den Mennoniten das Blutkriegland verkauft, der hat auf diesem Land 10 kleine Hiesakjes gebaut für die erste oudkolonische Einwanderer in British Honduras. Von den 43 Familien, 240 Seilen, wat er am 26. April 1958 angekommen wären, schleipen die erste Nacht so viel aus an diese kleine Hiesakjes Räum haben und ihr Tag. Die ewige rechten sich für die erste Nacht büten an zum Schluppen. Diese Lied wussten, dass die Schnittmehl, die mit ungefähr 60.000 Quadratschau geschnittene Bühalt mitgekauft worden wäre, nur eine Mil Westen von ihrer Hiesakjes lag. Und am nächsten Tag gingen viele Männer und Frühs, Junges und Mädchen te voet naar de Schnittmehl haan en droegen vandoor breder en standaard wat Dorpje. De vaders kochten zelgen, hommers en neerjel en neelden met jongens en meisjes taubschwind, meer hiesakjes taub. De tweede nacht kon al jeder einer aan je dag slopen. Eingelied hadden kleine eilovers metgebracht en brukten die door met kerken. Aber am ersten Tag mussten noch viele Frühs ab offenem 4 kochen. Aber meistens werden schwind ovens abgemäht und dann von Eiltonnen Fläche Blech zugeschnitten und aus Ovendachen gebrockt zum Dorboven kochen. Bakovens werden auch schwind abgemäht zum Backen und alle Ansiedler können bald ab eigenem Herd eten merken. Eine Weg later kam die zweite Gruppe Einwanderer von Chihuahua bei Blue Creek an. Aber dann hatten viele von den ersten Einwandererfamilien sich all ein Häuschen gebaut dicht bei der Schnittmehl, wo das Bühalt reit lag, und wären dahin angesiedelt, so dass die nie angekommenen Einwanderer auch können Ruhm fingen an ihr Tag an die 10 erste kleine Hiesakjes. Die ersten 43 Familien ihre Fracht, Meubeln, Haushaltssachen und Handgerätschaft kam an dem Rio Hondo ungefähr 8 Jahre later bei ihrer neuen Siedlung auf einem Schiff an. Als ihre Währens und all die andere Fracht angekommen wäre, fangen die Einwanderer an, Bier zu kaufen von den Einheimern oder auch von Mexikanern an der anderen Seite vom Rio Hondo. Einige Lied kauften auch Müllers. Aber ihre kleinen Biertjes und Müllers wären nicht stark genug zum Fuhren führen auf die Sandje oder Blattje Weg. Die Lied versuchten dort mit diesen Biertjes, ihre angekommene Fracht noch Hus zu führen, aber dort gibt nicht viel davon. Die können meist nicht mal die Lade Wehrwas tragen auf die Blattje Weg. Sie sagen dort bald an, dass sie mit ihren leichten Biertjes allmählich all ihre Sachen Batus kriegen können. Dann kauften 2 Männer, Johann Dick und Isaac Reimer, jeder einen Traktor mit Kommerreifenräder und führten die meiste Lied ihre Fracht damit, was ihre Hiesakjes. Diese 2 Männer und viele andere Männer sagen all beim und abtragen auf ihrem Land, dass sie auf ihre neue Siedlung sehr neidig wurden Traktors mit Kommerreifenräder brücken, nicht nur zum Fuhren führen, aber auch zum Wald utroden und zu der Form und Weicharbeit tun. Ein Prediger, Jacob de Dick, wäre auch mit der ersten Einwanderertrupp nach British Honduras gekommen, aber diesmal noch ohne seine Familie. Er bleibt dort gut einen Monat und hält die Lied dort am Alltag mit ihrer schweren Pionierarbeit und am Sonntagmorgen dient er an dort mit der Predigt.
Des Prediger sagt dat ook aan, dat de pionieren op ihre nieuwe Siedlung in British Honduras nicht ohne Tractors mit Kommerreifenräder wurden fertig worden können. Nu eerst mal ein von de Jokes oder überdrevene Vertal oder Sposjes, die man in Mexiko hört von so einem Menschen, wat nur wenige Werken al terug nach Chihuahua gekommen. Ein von de vielen Sposjes oder Jokes oder Überdrehungen, wat man wie Cocktailmung von so einem Mann oder Junges vertalen hört, die al nur wenige Monaten von British Honduras zurückgekommen wären oder Cocktailmung jährend, dat wir dit. Voor ons te betekenen wat dat in British Honduras voor grote miggen geeft, vertaalden ze ons zo'n geschichten als de Liedbrücken zich in British Honduras keine Mahlstelle merken. De miggen wären door groot genoeg om die als Mahlstelle brücken te kennen. Man braucht de miggen door bloß doodschlagen en drehen en dan kan man die fein als Mahlstelle brücken. Diese en verschiedene andere überdrevene Geschichten worden man uns vertalt von der großen Miggen in British Honduras. Und nu war dat terug nog wo de mennonitische pionieren op ihre Blue Creek Siedlung in British Honduras im ersten Sommer fertig worden matten. Wir sehen uns all Jakob Dick von Kleefeld in Mexiko, wir mit der erste Gruppe Einwanderer mit nach British Honduras gefahren, hadden Lieder in einen ganzen Monat an Arbeitsstelle mit allerhand Pionierarbeit geholfen, hat am Sonntag angeredet. Als er terug nach Hause gekommen war, berichtet er zu der Leiterschaft, dass das gekaufte Siedlungsland in British Honduras nicht weit genug reingemerkt worden wäre, um so viele Familien auf einmal durch Hand tragen zu lassen. Er sieht die Lied das Land muss erstmal angemeten worden in Darpa in Wohnstätten. In vorbare Wege mussten auf dem neuen Siedlungsland erstmal gemerkt worden, sodass die Leute können bei ihre eigenen Städten ankommen und dort ansiedeln. Jakob de Dick schlug vor, dass wenigstens von den ärmeren Leuten nicht vor zum Anfang zu viel durch Hand tragen sollen. Wie es das für die da besonders schwer sein wird, mit irgendwas anzufangen, solange es da nicht gut vorbereitet wären. Aber da wären in Chihuahua all so viel Lied, die bloß so schwind als möglich tragen wollen, da halt kein abholen. Nachdem Jakob Dick zurückgekommen wir nach Chihuahua, dann fuhren auch noch andere mal eine kurze Zeit nach Blue Creek, British Honduras, de Lied door Sonntag mit Predigten zu dienen. Peter Harvey Wieb sagt, bei uns Einwanderer wir viel Leid. An so einem Sonntag, wenn mal kein Prediger bei uns war, dann versammelten die Lied sich doch zum Gottesdienst und sangen dann auch heilige Lieder in alten Leben miteinander. Die brechen hier für das Mal wieder auf. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von den altkolonischen Mennoniten ihre schwere Pionierarbeit an British Honduras, den von der auch schon beließ. Aber nächstes Mal. Ich sehe George Rambo.